Gut, ich meine, dass wir wollen noch leben. Die Zeit ist gekommen. Ich will vorlegen ein paar Wörter wegen was gehen wir hinein, wegen Thomas, wegen der Jiddisch-Liga. Und danach wollen wir wissen, wer Raschu. In zum Sof wird ein bisschen Zeit für Fragen, Kommentaren. Schkoich, ihr könnt da reinschreiben, alles in Schmieskästel von vor euch, ja, der Chat. Ihr könnt da reinschreiben, Fragen. Ich will es da durchkicken durch die Unternehmung also ihr könnt ihr sein in Kontakt. Git ist Shalom Aleichem. Mein Name ist Eli Benedikt und ich bin der Programmdirektor bei Jiddisch-Liga. Und ich will geben ein paar Wörter wegen der Jiddisch-Liga, ich weiß noch nicht. Die Jiddisch-Liga Ziele wird aufzuhalten Jiddisch wie eine moderne und lebendige Sprache. In Mutter wird Menschen, als wir soll reden Jiddisch in dem zugtäglichen Leben. Die Jiddisch-Liga geht daraus ein Journal mit Nummern auf den Schwer. Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, die helfen euch, sich auszulernen nach einseitige Jiddisch. Bei euch halten wir gesäterte Programme mit drei Persönlichkeiten, Forschers, Singers, Akteuren in Kulturtiers, die bringen euch einen Blick auf Jiddisch in einseitigen Kultur. Und gebt euch eine Gelegenheit, sich zu kennenlernen. Wir verbeten euch zu stützen die Jiddisch-Liga. Werdet ein Mitglied und stützt die einzige jiddische Organisation, die halt alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Gedei zu sehen alle in unsere Produkten, Werte von der Woche noch, geht auf leagueforjiddisch.org, leagueforjiddisch.org. Alle unsere friedige Programme könnt ihr dort treffen in euch auf unserem YouTube-Kanal, League for Jiddisch oder Jiddisch-Liga. Ich will euch bald stellen, alle Linken in der Schmusskiste. Die einzige Interview werden wir halten mit Thomas Stocksberger, Dr. Thomas. Hinter Nummern Blätter von Wien, die Geschichte von jiddischen Verlagen. Wir wollen diskutieren sein neues Buch, was behandelt die jiddische Verlagen in Wien. Die Arbeit betrachtet jiddische Publikationen in Wien und gibt einen Einblick in ihre Bücher, Zeitschriften und Broschüren. Wir wollen entdecken die reiche Geschichte von jiddischen Verlagen in Wien in sein breiterer Spur auf der jiddischen Lebenswelt in Stutt. Stocksberger ist ein Historiker und Jiddischforscher, was hat publiziert das Sachwerk über Jiddisch und jiddischer Kultur. Sein friedige Buch behandelt euch endliche Themen in Betracht die jiddische Kulturwelt in Wien in der ersten Hälfte von dem 20. Jahrhundert. Und später will ich verbeten, Thomas soll auch sagen, wo kommen, kaufen de Buch, ihr sollt es kennen oben in Stil. Ich sage guten Thomas, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, mein Dank von der Rhein 4. Du hast schon gesagt, als Ding, was man darf wissen, aber willst du noch wissen mehr wegen dem? Ja, sehr, sehr angenehm, dass diese kommen sind. Und ich meine, es ist ein spezieller Moment, wo sie gehen raus in unserer Zeit, so viele Bücher, und wir können reingehen so tief und forschen, verschiedene Winkel, was öfter bis ein ist nicht gewesen, als ein Dogisch auf See. Ist der Zeit mir öfter, Simone, wie soll bist du zugekommen zu schreiben, ein Buch wegen Jiddisch Verlagen in Wien? Mit was hat sich angegeben, deine Interessierung in Jiddisch beklagen? Der Interesse zu Jiddisch, das ist gewesen, ich habe sich beklar für interessiert, schon wenn ich gewesen in Gymnasien, da habe ich sich interessiert in Jiddischkeit und jiddische Themen, jiddische Geschichte. Das ist gewesen, damals durch die Jahren, wenn in Österreich hat sich angehoben, also Diskussion wegen Vergangenheit von Österreich und man hat doch also nicht gewisse Blätter von der Geschichte, von der österreichischen Geschichte hat man nicht gewollt wissen. Efter, der Mann, der sich in dem Namen Waldheim, ja, Kurt Waldheim, das war ein ganz Skandal wegen seiner Kandidatur von Präsident von Österreich. Aber was es hat bewirkt, was ist herausgekommen von dem, ist, dass man hat geredet, auch wegen Vergangenheit und Geschichte und der Beziehung von Österreich und Jeden und der jüdische Geschichte, was ist auch vergessen geworden und man hat es Teil von dem äh, man hat angehoben forschen, sag mehr und in der Zeit bin ich herein in die Universität und habe so angehoben lernen jiddische Limud und Geschichte und Tag Wien Universität? in Wiener Universität. Man hat dort gekannt lernen ein bisschen Jiddisch. Das heißt, das ist gewesen nicht reden, noch lernen.
so ausgelernt Lenin und mit Professor Jakob Allerhand, was hat noch gekannt Jiddisch von der Heim, hat angeführt mit einem Kurs zu Lernen jiddische Klassikers. Und ich habe gewollt, danach habe ich zu verendigen ähm, die Studies, dort, schreibt man ein MA, ja, Master, und dann, wenn man dort, ist es gewesen, eine Magisterarbeit auf Deutsch, Chassidisch, ja. und ja, Magister. Und die Was sie ähm, gewinnt Themen von der Und Magister? da habe ich sich gesagt, ich will schreiben wegen Jiddisch in einem alten Österreich. Weil ich habe bemerkt, da ist gewesen, zum Sof von dem 19. Jahrhundert ist geworden eine ganze politische Bewegung, herum, dem man darf anerkennen, Jiddisch wie eine von den Sprachen von der Habsburger Imperie, der Rike in Galizien. Das ist ein großes Thema. Aber zulieb dem bin ich euch zugekommen, als da ist euch gewesen, jiddische Schreibers in Wien und jiddische Politikers, Kulturtours. Und ich habe ein bisschen reingeguckt und mein Gedanke ist gewesen, äh, ob es da gewesen jiddische Bücher, was sind raus in Wien. Man hat nicht geschrieben wegen dem. Es ist gewesen da schon eine bibliografische Arbeit wegen die jiddische Bücher, was sind gedruckt geworden in Berlin. Und ich habe bemerkt, dass in erst derselben Zeit hat man euch gehabt, jiddische Verlagen und jiddische Druckereien in Wien. Und es ist eine ähnliche Erscheinung. Man redet wegen der Zeit da nach der Ersten Weltkrieg bis der nicht den ganzen der Zweite Weltkrieg kommen, nur bis die Nazis sind gekommen zu der Macht und haben sich zerstört, die jiddische Kultur da in Deutschland und Österreich. Äh, und habe schon zum Sof von meiner Arbeit gemacht als ein Regime. Und ähm, der Iker Wie also habe ich gefunden, das ist auf verschiedene Wegen. Man hat gefunden. Es ist dann ein Kapitel in Sol Lipzins Geschichte von jiddischer Literatur. Auf was ist da auf Englisch? Der Mond in ein Kapitel jiddische Schreiber in Wien und Österreich. Im Krieg in Galizien und danach gibt er ein paar Wörter, noch ein paar Wörter. Sagt, es ist doch eine jiddische Schreibergruppe in Wien. Und also mit den Namen habe ich gekannt, dann noch gefunden sehr Bücher. Und der Hauptteil ist gewesen, reinzugucken im Lexikon von der neuen jiddischen Literatur. Das ist gewesen, eider als Ding ist schon, die Katalogen sind gewesen digitalisiert und man darf da reinklappen, ein Wort Wien und es gibt ja ein ganze Regime, was ist gedruckt geworden hat in Wien. Das habe ich zum Sof, wenn ich habe geschrieben, ist das Buch, versteht sich genutzt die Online-Katalogen. Aber damals habe ich gearbeitet in einem Katalog ähm, von der Nationalen Bibliothek in Jerusalem. Bin dort rein, Lehnsal abgenommen, dem Lexikon von der neuen jiddische Literaturen durchgearbeitet, das von ohne bis ins Off durchgeblättert. Und nach einer gewisser Zeit habe ich gewusst, Wien, ja, das Wort Wien, es ist mir, ich habe Sitzt es dir. gesehen. Ja. Und dem, die Namen habe ich verschrieben. Und also habe ich bekommen, ich dachte sich an ehrlich 200 Menschen, jüdische Schreiber, Kulturtours, Journalisten, Politiker, jeder, was hat, ist rein in einem Lexikon, was hat einmal etwas publiziert auf Jiddisch, ähm, und was hat gerade der Scheich es zu Wien, weil er oder sie hat einmal gewohnt, eine gewisse Zeit in Wien und endlich haben Taki gelebt, eine kleine Gruppe von sie gelebt, eine lange Zeit und sind gewesen MSC Wiener. Hm. Ist, Und erzähl mir, wie hat das Mamschich gewinnt weiter? Hast du gar der Regime von Bücher?
Ähm, Ich hab, ich hab gehabt, verschrieben Kartler. Eine lange Zeit habe ich gehabt, das, was ich habe gefunden. Das heißt, ich habe gesehen, in die Biografie von den Schreibers, der Mondman, als sie haben herausgegeben, Bücher und einmal, wo sind sie gedruckt geworden? Ich sehe, in Wien ist ein Buch, zwei Bücher haben sie Tag herausgegeben in Wien. Danach bin ich zurückgegangen zu dem Katalog, ja, noch in dem physischen, ja, nicht, von dem hab geguckt im Namen und gesehen, es ist da noch Bücher, was der Lexikon von verschreibt nicht. Da stellt die Bücher, reingeguckt in die Bücher und ich sehe, wenn der Mann noch Bücher, es wird rausgehen, ja, man planiert euch sehr gutes gewesen, hat man gefunden, Annoncen, und so verstanden, das sind verschiedene Verlagen. Also Wiener hat verschiedene kleine Verlagen. Und einmal ist es also wie der Mechaber hat allein herausgegeben, ja, seine Bücher, ein Buch, zwei Bücher und gemachter Verlag. Aber fort, es ist da gewesen etliche, also kleine Verlagen, wo man hat herausgegeben, tut, zähnlich Bücher, und man kann schon reden wegen MSR verlegerischer Tätigkeit und der Plan, zu schaffen, ein Verlag. Und das hat mich verinteressiert euch. Was ist das gewesen, für was hat man gewollt haben in Wien jüdische Verlagen? Weil man muss verstehen, dass in Wien Jiddisch ist, also kulturell hat man geguckt auf dem, was ist also der richtige Ausdruck? Es ist niedrige Kultur, ja, das ist nicht die heuche Kultur. Und ich habe dann noch verstanden, als die jiddische Schreiber da in Wien haben Tage gewollt weisen, also Jiddisch hat euch heuche Kultur, ja. Also es kann sich vergleichen, die Schaffungen von jiddischer Literatur mit die, die Schaffungen von anderen Sprachen. Und da habe ich verstanden, so, also es ist nicht genug, schreiben Regime. Man muss verstehen dem Arum. Man muss verstehen, äh, und jeder, also ein kleiner Verlag hat also eine Geschichte. Und dass man, und dennoch ist geworden, so planen, gut, weil schreiben ein Buch. Und ich habe gemeint, dass ich habe schon ein Manuskript und bin gegangen. Es ist geworden der Kontakt mit Christoph Hacker, durch einen Zufall. Aber er hat gewusst, dass ich habe rausgegeben Übersetzungen, an Anthologie Übersetzungen von jiddischer Lyrik. Und er hat gehabt also Plan, euch herausgeben etwas Übersetzungen von Jiddisch. Und er sucht eine Übersetzung und er sagt, ich kann ihn übersetzen. Ich bin interessiert in diesem Projekt. Das ist so. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe euch mein Projekt schon vor langen Jahren herauszugeben, etwas wegen die jiddische Bücher und Verlagen in Wien. Und ich habe ihm gegeben das Manuskript und er hat gesagt, ja, man kann machen von einem ein Buch. Und danach hat sich angehört, mein ganzer Mais. Weil er hat mir gesagt, gut, da darf man da noch forschen und du hast noch etwas, wie etwas wegen die Schreiber. Sie haben gesagt, ja, ich habe gearbeitet auch eine lange Zeit. Wie ich da habe gesagt, ich habe euch gesagt, den Anhebers, ich habe durchgearbeitet auf dem Lexikon von der neuen jiddischen Literatur. Da habe ich schon gehabt, nehmen von noch Kulturtours, öfter haben sie nicht herausgegeben, ein Buch in Wien, aber sie haben geschrieben, Le Moschel in jiddische Zeitschriften. Was Wien hat euch gehabt und Wien, jiddische Zeitungen und oder sie sind gewähnt Zionisten, was sind dann auch gewähnt Kommunisten, sie haben geführt Parteiarbeit auf Jiddisch. Ja? Was ist und das heißt, man versteht es, es gewinnt eine ganze jiddische Zwiebel in Wien und das darf man erklären und ich habe reingenommen die kurze Biografie und dann noch ist gewinnt nun alles klar aus der Lexikon von der neuen jiddischen Literatur geht also er ist geboren geworden in äh, Jescherne. Was ist Jescherne? Ja? Wo
Nicht da auf der Welt hein kein Ort, was hat also Namen. Aber es ist da ein ukrainischer Ort, was ist mit einem anderen, was klingt ein bisschen anders und da hat man muss suchen. Es ist da Ah, verschiedene Bücher, Städtelfeinde, also wo man sagen, wie heißt das Städtelheim? Ja, ja. weil es ist doch eine Sache von die Menschen sind geboren in kleine Städtler und Nu, Galizianer. zum Sof ist auch ein schönes Buch, ja. Du wirst schon beweisen haben mit So, dem Buch, hast Sof das ist Leben ein lebt. sehr schönes Buch und ich, es ist noch, was ich meine, ist eine Meile von dem. Ich habe mir ein paar Wiesen reinzustellen, die Titel von den Büchern euch mit Jiddisch äußerst. Ah, Aber ich wow. will nicht reden wegen dem, wie das ist uns angekommen, weil die nicht so etwas, dass man hat zwei Systeme von Schrift und sie kriegen sich zwischen sich. Also das soll, also ein Xaph läuft von rechts auf links und der andere von links auf rechts, ist eben sie an Ja, sich zu kriegen. Und das ist der ja. Grafiker, dachte sich, hat euch gehabt, ja, hat zu singen und zu sorgen wegen der muss. Hm, Wir haben gesagt, sei mir Meuchel, aber es, also ich darf nicht euch sehen. Es ist sehr schön, man kann es lehnen, nur es lehnt sich jetzt da von links auf rechts. Und, und dass man darf hm, es überkehren, es soll sein, wie es ja. darf sein, auf Jiddisch. Sehr schön. Lass mal rübergehen jetzt da zu der Forschgufe. Lass mal reden ein Ja, bisschen wegen der Verlagen. Ja. ja, Und du hast mir gesagt, also du hast angegeben von einer spezifischen Verlag, was ja, du hast sich ja, hereingetippt in dem. ja, Ähm, weil, ja, wie so ist das gewesen, weil der erste Nomen, was ich hab sich der wusste wegen dem, und das hat, ähm, was hat euch geforscht wegen jiddischer Literatur? Und das ist eine Kollegin Gabriele Kolbauer, was arbeitet jetzt in dem Jiddischen Museum in Wien. Und sie hat mir erzählt, ja, ich habe euch zu lieb ein Projekt reingeguckt in der Frage und ich habe gefunden, es ist da ein Schreiber, Wilhelm Melechowitsch. Und nicht gewusst wegen Melechowitsch und bin zufällig gefahren, das heißt, ich bin gefahren, Paris und dort ist gewesen eine Bekannte, was hat angehalten zu studieren in Wien und ist rüber in Paris. Und sie hat, bin gefahren, so kommt, weil der Weisen ein bisschen Paris und sie sagt mir, du weißt, es ist da eine jüdische Bibliothek in Paris. Und ich sage, ich weiß im Ganzen nicht wegen, ja, es ist da eine Madame-Bibliothek. Und bin dahin und es ist gewesen sehr Chicave, ich weiß nicht, wer es weiß, die alte Madame-Bibliothek, Rue René Boulanger. Und wir sind rein. Draußen hat man noch gesehen, ein kleines Schild, ja, Tag, es ist da, Bibliothek, man sagt, weiß. Es hat uns begrüßt, ein Mensch mit einem schönen Bord, ein schöner Ried, der weiß, Jacek Niborski. Und ich sage ihm, es ist da gewesen, ich interessiere sich da in dem Jiddisch und Jiddisch in Wien und etwas ist da gewesen Schreibers und ich weiß einen Namen Ravitsch und er sagt, Melech Ravitsch, versteht sich. Und ich hab, und wir haben, da ist der Katalog, geguckt, wir haben Bücher und zeige dieses Buch, was er gefunden, es ist da, er hat herausgegeben, ein Buch Lieder, nackte Lieder, und es ist gewesen die Ausgabe, was ist gedruckt geworden in Wien. Ja, gesucht im Katalog, gesagt, da steht das Buch auf der Polizei und ich habe gehalten in Hand ein Buch, gedruckt in Wien und der Verlag ist der Verlag der Qual. Und das soll danach, beweisen der Kran. hm? Ja, Soll beweisen der das Kran. kennt man und da soll man noch weisen. Der Qual hat eine gar Mhm. schicke Geschichte. Mhm. Ja, das ist also eine kleine Präsentation, was ich habe schon einmal gemacht wegen dem. Ja. Und, und das stellt sich ob die ein Projekt von dem Verlag. Das heißt, ich rufe es so große Ambitious in einem kleinen Format, weil sie haben gerade große Ambitious. Und du gehst weiter, wird man sehen, die Gruppe, es ist da eine Fotografie, was ist da in einem Buch. Ähm,
Und ich habe es rausgenommen von dem Buch. Da sieht man die, und als man kickt, da rechts, der Mensch, was sitzt dort, kickt sehr streng. Ist, wir sitzen, die Mäusche steht euch, ihr könnt euch lehnen, Mäusche Silberg. Und der Mäusche Silberg, und gleich neben ihm, weiter links, sitzt der Melech Ravitch. Und dann noch sitzt Per Horowitz, ein Lyriker von Galizien, und es sitzt Avram Moshe Fuchs. Und hinten steht, auf man geht von links, das ist Melech Chmielnicki. Nein, das ist warte, von der Steindick. Von links ist Melech Chemlitzki steht, Ja, ja. das muss sein, ja, mit der Mustache, das ist Minister. In Mitten steht Alexander Chaschin, ein Chikawer-Mensch. Und weiter steht Moshe Gross. Literaturkritiker, interessanter Literaturkritiker. Das ist also die Gruppe, was Melich Arwitsch erzählt, dass dachte ich noch in Sof 1919, sie sind gegangen spazieren. Und Moshe Silberg ist gewesen ein interessanter Mensch, hat sich gefühlt wie ein Stickel Novi. Er hat große Gedanken wegen alles Ding, wegen Kultur, wegen Zivilisation, wegen dem, was die Welt mal kommen hat, abgetan und was es ist, die Zukunft von dem jüdischen Volk. Themen, was man als Sachmenschen haben diskutiert damals und was wird sein mit Palästina, mit nach der Balfour-Deklaration, ja, plötzlich die zionistische Bewegung hat gefühlt an neuen äh, ähm, Motivation zu gehen, keine Eretz Yisrael und andere haben gesagt, nein, man darf warten, man darf sich ähm, verbinden mit der revolutionären Bewegung. Alexander Haschen, er ist gewählt von Polizien und von die Linke und der, was hat ein Teil von der Gruppe, was hat er noch in Wien herübergeführt, gewollt herüberführen die Polizien in reinen Kommentaren. Und das, sieht man, ist ein gar, Melichawitsch ist geworden, ein Teil von der Schreibergruppe Chaliastre. Er hat sich bekannt mit die Jud Singer, Uri Zvi Greenberg, was ist euch gewesen eine gewisse Zeit in Wien. Er ist redet sich Peretz Markisch. Aber Moshe Silberg hat, hat in einem Mal oben gesagt, lieber Freund, ich lasse mir gründen einen jüdischen Verlag. Und das habe ich genommen wie dem Titel von dem Buch. Und in Anhieb stelle ich dem Anekdot, wie Melchrawitsch erzählt es, also seinen der steunt, was plötzlich im jüdischen Verlag und sagt, ja, und lassen wir machen ein jüdischen Journal euch, eine jüdische Zeitschrift. Und er ist gewesen, so ein Mensch mit dieser Brenn, ja. Also eine kurze Zeit später haben sie gewusst, sie dürfen schaffen einen Verlag und sie dürfen schaffen eine jüdische Zeitschrift euch. Und der Verlag wird heißen Der Qual und die Zeitschrift wird sein Kritik. Und was ist gewesen, aber wie also hebt man das an? Und man geht weiter, dachte sich, ja, das ist noch Rabitsch in seinen Chaliastre-Jahren, also ein Teil von der berühmten Fotografie, wo er ist mit die anderen ähm, Schreibers von der Schreibergruppe, habe es herausgenommen. Und weiter, du gehst, ja. Was ist das? Jüdische Volksbibliothek. Man sieht da verschiedene Sachen. Erstens, oben steht Finef Niftorim. Der Mechaber ist Jud Leib Peretz, aber es steht von Moishe Silberg. Und das Ganze ist also ein schwarzer Tovel. Was ist die meiste? Ich will das prüfen erklären. Der Moishe Silberg hat gesagt, man darf schaffen Kapital. Das heißt, man muss herausgeben Bücher, was verkaufen sich.
man darf haben Menschen, was sollen Geld reinzulegen, Geld ins also Unternehmung. Es ist nicht gewesen, also ein wilder Gedanke, wie man wohl gekannt meinen, weil in der Zeit in Wien haben eine Sachmenschen reingelegt Geld, was sie haben gehabt, in Bank, ja, zulieb der Ökonomie von der Milchome. Man hat nicht gekannt, gar nicht kaufen. Menschen haben gehabt Geld, Menschen sind geworden reich mit Spekulation, etwas verschiedene Geschäften verbunden mit der Milchome. Wie geht man darüber zu der Scholem-Ökonomie? Man muss gewinnen, etwas zu investieren. Und investieren in Bücher haben als Sachmenschen gemeint, ist ein guter Gedanke. Und Wien hat nicht gehabt, kein belletristische Verlagen in der Zeit. Die Belletristik in dem deutschen, auf Deutsch ist gedruckt geworden, gleich in Leipzig und in andere Dicke in Leipzig, andere deutsche Städte. Und Wien hat gewollt, plötzlich euch werden, ich will nicht reingehen zu tief und ich kann es euch nicht erklären, also wie es bedarf zu sein, aber es ist geworden eine ganze Qualie von Grinden Verlagen. Als die jüdischen Schreiber haben sich euch beteiligt in dem ganzen Boom, ja, der ganze Aufschwung von Verlegerei in Wien. Und sie haben, ob du gehst weiter, wird man sehen, ja, innerwenig. Was haben sie gewollt tun mit dem? Sie haben gewollt herausgeben als eine Serie. Und sie haben es gerufen Fünf Niftoren. Fünf Niftoren, weil das sind gewesen die bewusste jüdische Schreiber, was sind schon damals Nifter geworden. Jüdische Literatur ist noch gewesen jung, aber das sind schon gewesen also Klassiker. Ja, also Sholem Aleichem, Jutlei Perz, Mendele, welches Forum, Frug und Dinesen, die Klassiker. Und was haben sie gemeint? Als die Schreiber haben, wenn sie haben gelebt, gewohnt in der russischen Imperie. Und dort ist es so, als die, man muss nicht bezahlen, kein Recht, ja, also weil die russische Imperie hat sich dem nicht gehabt beteiligt in dem Obmach, was hit die Recht von dem Chabrim. Ich weiß nicht, wie war das? Authors Rights, ja. Ja, Ja. Schreibesrecht. Ja. Schreibersrecht. Ja, die Ja. Schreibersrecht. Das ist gewesen, weil das ist ein internationaler Konvent, was die russische Imperie hat sich nicht beteiligt. Weil wir können das abdrucken und so lieb dem, also soll in seinen ganzen klar, wollen wir es machen, also wie eine Anthologie mit einer rein vier, ja. Und es wird, wir wollen nur geben gewisse Beispiele von dem Werk. Also man geht nicht heraus also das Werk Guffe, man geht heraus ein Buch wegen dem Schreiber. Und Lekovet, die dosige Schreiber. Also es soll sein, also man soll es können, haben eine kleine Sammlung wegen die jüdischen Klassiker, was jeder kann sich einschaffen, was jeder kann etwas sich da wissen wegen dem Leben von die Schreibers, wegen seiner Literatur und haben Beispiele von seiner Literatur gefunden. Und das wird schon sein, nicht kein Problem, ja, mit die Yorkshire. Und mit dem wird man können gehen zu den Buchhändlern und wird sagen, weisen Sie, wir können herausgeben wie schöne Bücher. Und zu lieb weisen, dass man gibt auch schöne Bücher, hat man gefunden, ein Mensch und was steht ähm, 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 und gibt noch ein Guck unten, ja, als der Verlag der Qual ist Wien, Warschau, Lemberg. Das ist ein allgemein in Wien, also das ist ein internationaler Verlag schon. Die Aber Bevölkerung, was meint das da? Sie meint, es hat gar nicht gehabt in Warschau in Lemberg, oder? ich meine, sie haben in Warschau gar nicht gehabt. Sie haben gehabt Kontakten, ja, weil sie sind, war Melich Rabisch hat gesucht, Kontakt zu sich, weil, wie soll man verstehen? Wien, sie ist in Wien gewesen in der Zeit, gewesen Migranten von Misrach.
Und es ist gewesen eine Sache mehr jiddische Kultur, wie es gewesen vor der Ersten Welt komme, ist es doch gewesen ein Stückel Provinz, also von einem Guckwinkel von jiddischer Kultur. Es ist gewesen ein bisschen weitlich. Die Verbindungen haben sich geschaffen, Kiew, Warschau, Berlin. Und es ist vorbeigegangen, also und Lemberg, Wien ist nicht gewesen, also man hat keine großartige jiddische Kultur nicht gehabt. Es ist gewesen, die jiddische Literatur auf Jiddisch in Galizien, in Wien, hat sich erst angehäuben, vor der Ersten Weltkrieg gekommen und ist gewesen noch jung. Und Warschau ist aber schon geworden, damals ein Center von ähm, und man hat geguckt auf Warschau. Aber als man geht weiter, das ist, also man sieht, man hat etliche Scharblätter, was sollen weisen. Also ja, dennoch sieht man Illustrations und ich will dann noch etwas erklären wegen dem, wer es hat geschaffen, Illustrations. Und also aber ihr seht es, und da der Sof ist euch wichtig, weil da sieht man, ähm, der Plan ist gewähnt zu haben, also äh, kleine Büchler, was man gibt aus einer Serie und dass jeder soll sich können Einkauf einschaffen mit wenig Geld. Ja, jeden heute kommt raus als ein Büchel und es ist Chicago und es heißt Jüdische Volksbibliothek, ja, Jüdische Volksbibliothek. Und was steht Herausgeber? Das ist gewesen Joel Blumenfeld und er ist gewesen sehr Kapitalist. Für was ist er gewesen wichtig? Er hat gehabt Bücherkram. Und mit der Bücherkram hat er gehabt eine Lizenz, euch zu drucken Bücher. Man darf haben eine Lizenz in Österreich. Und mit dem, und das ist gewesen, damals in Österreich so, ist, ob der Hals der Bücherkram kann die Bücherkram euch seiner Verlag. Hat er gekannt sein, der, was ist offiziell der Verleger, also das soll sein, euch Leuten österreichischen Gesetz. Weil Silberg wollte es nicht gekannt. Toll. Hat man ihm gedarft. Und er hat er reingelegt, ein bisschen Kapital, was er hat gehabt. Und man hat ihm erzählt, es ist großartig, ja, man wird haben, man machen Geschäften, weil Menschen suchen solche Bücher. Und, ähm, und also hat man gedruckt hat die Bücher. Und wie Meilechavic schreibt, ist, wenn man hat, in der Zeit ist gekommen ein junger Setzer in seinem Verlag. Und hat geguckt auf die Bücher, was er mir schon gehabt, herausgegeben und gesagt, ich kann es machen besser. Und das ist gewesen einer Yisroel London von Polen. Er ist in der Erste Weltkrieg gekommen, etwas wie kein Wien, gefunden Arbeit dort, weil wenn es sind gekommen jüdische Blitim von Galizien, sind gekommen Jiddischreders, was haben gewollt haben, eine jüdische Zeitung, was haben gewollt haben, verschiedene, was man versehen, die jüdische Parteien haben gedruckt, jüdische Broschüren, ja, so lieb, haben halt gemacht, eine Sache, jüdische Politik in Wien damals. Und also ist er wie ein Setzer, ein gewinner Mensch, was hat äh, gekannt haben Parnasse, weil Druckereien, was haben gehabt, jüdische Äußers, weil man jüdische Druckereien haben sich eingeschafft, jüdische Äußers. Das ist euch ein ganze Mais. Ich beschreibe es in dem Buch ein bisschen, was ich ausgefunden wegen dem. Früher hat man nur gedruckt, also religiöse Literatur, das heißt, und keine säkuläre jiddische Literatur ist nicht gewähnt. Das hat sich Tage angehoben, bei der Erste Weltkrieg komme. Und die Sache ist so, als der Israel London hat gehabt Ambitions. Also er sagt, drucken, das muss sein euch artistisch, das muss euch sein, das muss haben Apone. Ja, und der kann es euch setzen gut. Und
der Iker, man darf haben ein Künstler, was zeichnet, und wegen ihm will ich reden, weil, als man geht weiter, dachte ich, ob ich ja, Ural Birnbaum. Und der Name Birnbaum ist mir doch mal bewusst. Weil die Birnen, das ist die ganze Mischproche Birnbaum, das ist ähm, Forschen. hm, Am Nossen, Birnbaum. Nossenbirnbaum. Und als man geht weiter, habe ich ein Bild, ja, der Tate, Dr. Nossenbirnbaum. Wo sie ist, vor der Ersten Weltkrieg, man hat sich gekriegt mit Herzlen, ist er geworden, Jiddischist. Und wir wissen doch, die Tschernowitzer Sprachkonferenzen als ein sehr wichtiger ähm, Tour und vor allem Jiddischismus, Grund, äh, also sehr Sach aufgetan auf dem Smach. Und er hat gerade drei Sinn. Und ich weiß nicht, die bekannt ist der jüngste Schleume, weil er ist geworden Professor von Jiddisch. Und er hat den ersten, die erste Professur in Deutschland von Jiddisch, wegen jiddischer Literatur, für jiddischer Literatur in Hamburg. Aber es ist da gewesen noch zwei sind, der ist gewesen der Menachem, was ist gewesen euch ein Künstler, ein Grafiker, und es ist gewesen der Uriel, was ist euch gewesen ein Grafiker. Und als man geht weiter, habe ich gedacht, ja, und das ist ja in der Älter, ist ein Chikaver-Mensch. Als man geht noch, verwusst, Er Chikaver, hat gemacht das Logo. er hat gemacht im Logo, ja. Er hat nicht geschrieben auf Jiddisch, aber er hat sie geschenkt oder er hat sie gegeben, mehr oder weniger umsonst, wie ein Freund, ja, zu stützen, also wie ich habe verstanden von dem, was Ravid schreibt, hat er gesagt, ich gebe euch etwas Illustrations, er stützt dem Projekt mit mein Kunst. Wer ist Urel Rosan Otto? Urel ist er Sitz, das ist Urel Birnbaum. Rosa ist sein Freund. Und sie haben gewohnt in Holland. Und dort sind sie gewohnt. Und wer ist ihr Freund? Otto? Das ist Otto Habsburg. Von der österreichischen imperialen Mischproche. Das heißt, er ist gewesen ein Monarchist. Also er ist gewesen ein Goldschikaber Mensch mit seinen eigenen Auffassungen. Er hat gehalten, als er ist ein orthodoxer Jid. Wie man sieht, er sieht nicht aus wie kein orthodoxer Jid. Sein, äh, Er ist sein geworden Weib, Aid. hm? Er ist geworden Aid oder er ist gewesen Aid? Er ist Silberner Jid. Sein Frau Ja, ist geworden. gewinn nicht kein Jiddischer. Hm. Und zu lieb dem, das ist gewinn, also er hat er übergelebt die Zweite Weltkrieg in Holland, weil das hat ihn beschützt. Also sein Frau ist nicht gewinn kein Jiddischer. Aber das ist später. Er ist ein interessanter Künstler und geschaffen Sachen. Er hat geschrieben auf Deutsch, eine Sache Lyrik, was er hat allein illustriert. Er hat ähm, große Gedanken, äußergewöhnlich produktiv. Aber als wir gehen weiter, sehen wir, er hat für der Serie die 5 Niftorim, wir sehen, das ist, geschaffen Zeichnungen, ja, Illustrations. Und das ist der Scharblatt. Und man ruft Urel Birnbaum Album, das ist herausgegeben geworden von dem Verlag. Das ist also ein Teil von der Serie, als man hat gegeben die Illustrations besonder. Und ich meine, es ist echt interessant, als man geht da durch. Ähm, Ich will auch sagen, dass die Illustration beweist viele Quorim, nein? Auf der Es vier Quorim? beweist Ja, Quorum, ja, ich sehe es, eins, zwei, drei, ja, Matthäus. vier. Ja, Ja, ich Matthäus. sehe, oh, einer liegt, das ist Stacke 5. Das Fünf, sind ja. 5 Matthäus, ja, und das sind die 5 Niftorim. Ähm,
und die nehmen was mit dem Mund. Und das ist ein bisschen klein, aber was ist, ist der Text. Das ist ein kleiner Essay, was Peter Altenberg, bewusster Schreiber, ein Wiener Schreiber, hat was ist gewesen, ein Freund von Urel Birnbaum-Euchet, hat geschrieben wegen sein Freund und wegen seiner Kunst. Und versteht sich, und da hat eine Illustration, was weiß Peretz, ja. Also ähm, und die Illustrationen sind rein in die kleine Büchler, ja, was ich habe gewissen einem in Anhieb. Dass man geht weiter, sieht man, dass man hat, das ist zu verschieden, das ist zu Bonche Schweig, ja, zu Messias Nefesh. So die verschiedenen Erzählungen von Peretzen, sehr bewusste Erzählungen, ja. Bonche Schweig, was steht für ein Beis Din Shel Meile, die Messias Nefesh, der Maler, was bringt, die verschiedene äh, 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 Beweisen Genau. von Wer weiß. Jeden, ja, was haben sich, was sind gegangen auf Kiddush Hashem, und das gehen wir weiter, ist, ja, äh, zwischen zwei Berg, aber chassidische Erzählung und noch zu die Goldene Kate, ja. Ähm, und, und es ist eine schöne Illustration, aber der Format ist euch nicht sehr groß, ja. Es ist also wie ich, Das ist interessant, wenn, es ist so wie ein Bild, was hängt auf der Wand. ja, Sie hat einen Rahmen, ja, ja. ja, alles Ding ist in der Rahmen, ja. Das ist so sehr, und ja, das ist von Yitzhak Dineson, sein Bewusstbuch ist Jossele, ja, und das ist Illustration zu Jossele. Was ist gewesen sein, das ist Mendel Moiches Forum, und das ist von so Fischke der Ich Krummer, gedacht, ja. Man sagt der Fischke dem Krummen und sein Weib. Ähm, und man sagt Shalom Aleich. Ja, das wenn, ist meine Machers, ja, ah, Männer. Dann ja. kommt Shalom Aleichem und das ist Tevye der Milchiker. Ja, das ist Birnbaums Interpretation, wie er so Tevye sieht aus. Und Frug, die Lyrik, das ist zu dem der Kos, ja, und zu meiner Lehen. Äh, Man sieht, dass das wollte man ähm, äh, die ja und dachte ich, das ist schon das Soft von dem. Es ist euch nicht, ja, noch einmal dem Logo. Und wegen dem Logo will ich noch etwas sagen. Der Ja. dortige äh, Israel London ist der ganze Verlag der Qual ist nicht gewesen als der Erfolg. Ja, Le Moschel, sie sind, Israel London ist gefahren, kein Warsche zu verkaufen. So wie Comme Voyageur. Und so gegangen zu die Buchhändler und sie haben gesagt, was ist das? Und er sagt, ja, es ist Keure von Wien. Und wir können uns sagen, äh, äh, kaufen können wir das nicht, aber ihr könnt verkaufen unsere Bücher in Wien. Also hat man gemacht. Also gibt uns die Bücher mir und oder gemacht, also ich sage, wie sagt man, Kompensatiegeschäften, ja, also gebieten Bücher für Bücher. Also, und für was nicht, weil der Joel Blumenfeld hat doch gehabt, ein Bücherkram. Soll er verkaufen jüdische Bücher und mit dem wird er zum Lesen Geld. Das heißt, direkt verdient hat man in dem nicht. Und man sieht, ich habe gefunden, als der Blumenfeld, die Bücherkram Blumenfeld hat, ist geworden als ein Antiquariat von jüdischen Büchern, ja. Weil was noch? Er ist euch gefahren, kein New York. Dieselbe Meise, ja, man hat geschickt Bücher von New York in Wien, gedenkt man soll es schicken Bücher. Und es ist kein größerer ökonomischer Erfolg ist es nicht gewesen, aber ähm,
London hat sich eine Sache ausgelernt. Ich verstehe im Geschäft. Und sie ist ihm zu nichts gekommen. Er ist ja noch und er hat bewiesen, also er kann setzen, sehr gut. Ja, er kann aussetzen, Bücher schön. Und man hat ihm, ich habe nicht kennt und das ist, weil ich, rein, er ist gefahren kein Berlin und ist dort geworden, Drucker, wo es man hat ihm zugezogen zur Größe ähm, Ausgabe, ob nicht da viele für der, was man kommt dem, wie heißt es, jüdische Enzyklopädie. Und ich habe mal so gehört, also ein Plan von der jüdischen. Ja, Ja. der Und was ist denn allgemeine noch rüber? Enzyklopädie. Die, die, Die allgemeine die Enzyklopädie. allgemeine, für der allgemeine Enzyklopädie. Ich hab, kennt es nicht und ist er da zugezogen geworden, weil das ist dann auch doch ein Rieberg in Paris. Und er ist auch ein Rieberg in Paris und er ist geblieben in Paris und hat sich gekannt einschaffen mit Druckerei. Er ist geworden sehr erfolgreicher Unternehmer. In, und wenn die Nazis sind rein in Paris, ist er entlaufen, sehr und ist gekommen in Kuba und von Kuba überwiesen zu kommen in New York. In New York ist er wieder rein in Geschäft in Druckerei. Und er hat gegeben einmal noch in Wien Melech Rawitschen eine Zusage. Also einmal, wenn sie es wollen sein, haben der Volk, wird er machen schöne Bücher. Und er hat Zacke in die 50er Jahren bewiesen. So, zu und hat euch noch einmal geschaffen schon. Und das ist schon nicht gewesen, dachte ich, also kein Geschäft, das ist gewesen eine bibliophile Unternehmung, noch einmal geschaffen, ein Verlag der Qual. Und so hat er ausgegeben, also ich weiß nicht, nicht kein Sach, aber also hauptsächlich fünf, sechs Bücher mit demselben Logo der Qual, ist angerufen der Qual. Und dort herausgegeben, sehr schöne bibliophile Ausgabe von jüdischer Literatur. Also zu weisen, was man kann, wie ein so ein künstlerisches Buch darf aussehen. Aber gefunden mal als ein Buch, kickt da rein, es ist, und ihr wisst, wer der Israel London ist. Ähm, ja, Das ist interessant. Das ist ein Meise, auch nicht ein ganze, aber von einem Verlag, ja, der ja, Qual. ja. Wie viele Verlagen meinst du, es gewesen in Wien Wie viel zwischen beiden? Verlagen es gewesen? Ich habe nicht gezählt, aber dennoch ist gewesen, also jetzt, wenn London ist er weg, man hat doch geschaffen, euch geprüft zu verbinden mit New York und mit dem Dollar, weil die österreichische Valuta ist als mehr gefallen. Aber man hat gekannt, drucken sehr billig mit Dollar in Wien. Und als solche Bücher gefindt man Tage. Als Druckereien haben genommen, als Bücher abzudrucken, was seinen gewähren von Verkauf in New York. Und da sind, habe ich in meinem Buch interessante Beispiele. Zu lieb dem habe ich dennoch verstanden, es muss reingucken in der Geschichte von Druckereien euch. Weil Druckereien sind euch mein Verlag. Und Ja, weil Bechlal Moshe Silberg schaffen, hat noch geprüft, geschaffen, ein Verlag Wilne, wo es steht, das ist der Hemmscher von der Qual, weil er hat sich gekriegt. So lieb die ganze ja, Geschäften von Israel London hat man sich etwas gekriegt. Man ist nicht gewinn Maskim, also wie er soll zu führen, das Geschäft. Ähm, und es ist gewinn noch ein wichtiger Verlag, was ist gewinn früher? Und das ist, aber es ist gewinn ein zionistischer Verlag und sie haben sich erweitert von Zionism. Die ganze Gruppe ist nicht gewinn kein Zionisten dann noch. Ähm, und das ist gewinn einer, Max Hickel, was hat gehabt verlegt, ein Verlag, ein zionistischen Verlag in Brünn, ne, Brno.
Und ist in Base der Weltmilchome, der erste Weltmilchome, arriba in Wien. Und weil es ist gewesen, jüdische Schreiber in Wien, hat er ungefähr herausgegeben jüdische Bücher. Und der Verlag Max Hickel hat herausgegeben etliche jüdische Bücher, zionistische, mit einem, äh, also zionistischen, wie sagt man, Tam. Der Wie heißt denn Rieke der Verlag? Verlag Jüdische Kunst und Kulturverlag Max Hickel, ja, der Deutsche. Ja, Verlag Max Hickel. Er ist gern Max Hickel und Verlag Max Hickel, was ist der noch weg von Wien, zurück in Tschechoslowakien und hat dort noch, ist rüber in Prag und hat dort in Prag, bis die Nazis sind gekommen und haben es als Ding zerstört, ist er gewesen, ein zionistischer Verlag in Tschechoslowakien. Das heißt, mit Wien hat er dann noch schon nicht gehabt zu tun. Und euch, weil Hickel ist er weg, ist gewesen, versteht sich, ob man sich zu lieb politische Siebe, zu lieb ökonomische Siebe gedurft schaffen, eigene Verlagen in Wien. Und ein Teilmal ist er so, als immer zu der wollte herausgeben ein Buch, ist er gegangen zur Druckerei und hat gesagt, druckt ab mein Buch. Also da bin ich mal schon, Janke Mestel hat gehabt, eine ganze Reihe experimentelle Pieces, was er hat abgedruckt auf dem eigenen, er ist nicht, er ist gewesen in der Zwiebel von der Qual, aber es ist nicht der Reus in dem. Also man hat gefunden, es ist da verschiedene Mechabren, was haben gemacht, sehr eigene Verlagen oder so. Sie sind Bursche gegangen zur Druckerei und gesagt, druckt mir ab das Buch. Gewisse Druckereien haben angenommen Manuskripten von Schreibern, zum Beispiel euch von New York. Andere Schreiber, zum Beispiel, haben gewollt, haben gemeint, es ist nicht gedeiht zu drucken in Wien. Man fährt kein Wagsche und lässt abdrucken dort, weil dort ist der Center, dort sind die Menschen, was kaufen jüdische Bücher. Was darf ich erst abdrucken in Wien und dann noch zu schicken in der ganzen Welt, ja? Aber zum Sof ist gewesen, es hat sich noch einmal geschafft, eine jiddischistische Gruppe. Ein Teil von die Mechabremos und die, was ich auf der Mond in Anhalt sind weg. Kein Polen, in andere Länder. Und es ist verblieben, der Avram Moshe Fuchs ist geblieben und Melech Chmielnicki. Und es ist zugekommen ein neuer Mensch, Mendel Neigrešel. Es ist Jünger von sie und er hat ein bisschen Geld von einer reichen Sprache und er hat ermutigt, und er ist gewesen ein Jiddischist und er hat euch ermutigt, einen jiddischen Kulturverein, ich schreibe wegen dem Euchet, und das ist gewesen, also, was ist Chicago, das ist, ihr habt bis Dome gehört wegen IKUF. Igo Verlag, Was ja. Ja, IKUF ist Jiddische Kulturverband. Wo man hat zu neu genommen verschiedene Organisationen von der Linker, ja, von der politischer linker Seite, was es hat sich zerteilt zu lieb dem, was Menschen sind geworden, Kommunisten, pro-sowjetisch und ähm, die, ähm, die Politik hinter dem ist ganz interessant. Man hat der IKUF ist nicht gewesen, offiziell keine kommunistische Organisation, aber sehr pro-sowjetisch zum Sof. Und zu dem ist geworden auch andere, äh, ähm, das heißt, zu dem die Bundisten haben nicht gewollt da reingehen, ist es gewesen nicht also die herumnehmige jüdische Kulturorganisation, was man hat gewollt haben. Aber was ist interessant ist, in dem als ähm, man hat gefühlt die ersten also Zugreitungen zu schaffen, also jüdische Kulturorganisation euch in Wien in Soft 20er Jahren.
Und Mendel und der Max Neugrischl oder Mendel Neugrischl auf Jiddisch mit dem jiddischen Namen ist gewesen, wie man darauf äh, gewesen pro-kommunistisch. Ihres Gewinntag in der Partei habe ich nicht im Ganzen gekannt ausklären. Sie ist, ich habe noch gefunden, ein Plemenik, oder man hatte Kontakt mit der Plemenik, was hat noch mit etlichen Jahren zurück gewohnt in Brasil, und wir haben sich auch durchgeschrieben, und er meint, er ist gewähnt der Jüngel, aber er meint, dass sein Vetter ist gewesen in der kommunistischen Partei. Aber wenn er ist gefahren auf eine Sie in den Sowjetenverband, hat er gesehen, was es tut sich dort. Und ist zurückgekommen und hat sich schon nicht, hat sich schon erweitert. Aber also Menschen, was sind gewesen, sei link gestimmt und pro-sowjetisch sind gewesen etliche. Einer von seinen, was ist, hat sich beteiligt in dem Wiener Jiddischen Kulturverein, so auf 20er Jahren ist einer Schreiber, ein proletarischer Schreiber, Lev, Siskind Lev. Siskind Lev. Und er ist gewesen, damals ein kommunistischer Journalist. Und er hat geschrieben Literatur, er hat geschrieben eine Theaterpiece, was ist aufgeführt geworden in einem proletarischen Theater in New York. Er ist gefahren in Berlin. Die Nazis haben ihn in 1933 gleich verschleppt in einen Keller und geschlagen, und hat gemusst entläufen, und er ist durch zum SOF umgekommen im Sowjetenverband und ist rein nach ein paar Jahren gearbeitet dort in einem jiddischen Theater in Minsk und in Moskau, und danach hat man ihn arrestiert in die stalinistische größere Qualie von Arresten und er ist verfallen geworden in Gulag. Hm. Hat die gewollt fragen, ich hab manchmal etliche Fragen, wir kommen schon Hm? an zum Sof, aber ich habe ein paar Fragen, so sind mir auch, also wenn du es gerät. Erstens, wir wissen doch, als Meyerowitsch ist gestorben mit der 100, ich weiß, gestorben, hat schon aufgehört reden Meyerowitsch mit der 100 Jahre früher, mit der Stamm von der Bücher, Ja, was du beweist. Du weißt zu der ja, Wiener Reden, der was am Gerät damals Deutsch oder etwas ja. jiddische Deutsch, so haben gelernte Bücher, der Menschen, die jüdische Die Menschen von Wien Menschen allein. misst nein, ich mein als Tage nicht. Mendel Neigröschler, der Sertschik, habe Bemerkung wegen dem Meirefidisch. Er sagt, es ist im 19. Jahrhundert ist es also geworden, eine Sprache, wo man hat noch gehabt, eine gewisse Literatur. Und es ist gewesen, Witzen und Pieces. Aber das hat man schon gedruckt auf lateinische, mit der lateinischen Äußerung. Das ist Hm. in den 1870er Jahren, ist noch da ein Stück Literatur. Und danach ist es geworden, ein paar Wörter, was hat man also reingemischt oder also gemoi jiddische zu erzählen Witzen. Und versteht sich das, was er hat gemacht? Das hat also gewirkt auf den Prestige von Jiddisch. Als Jiddisch hat man verbunden in Wien mit dem, es ist eine Sache, ein Jargon, zu erzählen grobe Witze. Und angeheben Miesreich Jiddisch ist erst gekommen mit der Migration von Galizianer, aber die hat sich taki angeheben Pamelech Sof 19. Jahrhundert, und Menschen haben sich gleich assimiliert, und es ist da also eine Bemerkung bei äh, Avrom Reisen, was ist gewesen in Wien in 1905. Und er ist gegangen durch den jüdischen Quartal von Wien, wo sehr Sachmenschen sind, gewesen Jiden. Und er gewusst, es sind alle Jiden, aber er hat gesagt, kein jüdisches Wort habe ich nicht gehört. Sie haben gehört Deutsch, aber und öfter einmal hat man reingemischt ein jüdisches Wort. Und wo er hat gehört Jiddisch ist gewesen
von Chicago, es ist gewesen ein jüdisches Theater. Aus von Galizien ist angekommen ein jüdisches Theater. Und in Russland, wo es in Warschau ist, wo es in 1905 ist gewesen, ist schon gewesen, jüdisches Theater nicht da, schon etliche Jahre. Weil die zaristische Zensur hat nicht erlaubt, kein jüdisches Theater. Und er ist sich sehr erfreut. Ja. Hotchman hat gespielt ähm, die Pieces also Kizurim, wie Einakter, ja. Weil anders hat man nicht erlebt. Das heißt, der jüdische Theater ist gewesen auf einer Dräge, also es ist gewesen wie Kabarett. Man hat nicht bekommen können, der Leibniz zu stellen, ganze Pieces. Man hat gemacht Kizurim von jüdischen Pieces. Und man hat sie gespielt in Sachen, ja. Das Und das meint, ist gewesen, man hat genitzt für Wien zu drucken, gedeiht sie sich herausdrehen von der Zensur, oder man hat nicht, das hat, ja, das hat geprüft, Avram Reisen hat es geprüft. Aber er hat gesehen, und zu lieb dem hat man nicht genutzt, was hat man nicht genutzt? Wien damals, weil er hat gesehen, als er fährt kein Krocke, ist das eine Sache nennt, zu der russischen Firmen können es gleich rüber hm, schmuggeln über der Grenze. Und von Wien, aber es ist, damals ist kein Bücher hat man nicht gedruckt, aber man hat gedruckt Zeitschriften von die jüdischen Parteien von Russland. Es ist gewesen da die Territorialisten sind gewesen, die Prohibitionisten und Bundisten. Und alle haben geprüft, daraus geben Zeitschriften in Wien. In Wien ist tag euch interessant, die Menschen, was sind gewesen, also in der jüdischen Zwiebel, vor der Ersten Weltkrieg gekommen ist, also Journalisten und Politiker, weil Wien ist also gewesen, als eine Stadt, wo es gewesen, man will sich da wissen, ja, was es tut sich. In Russland ist gewesen Wien ein guter Ort. Erstens für Migranten von, ja, was sind entlaufen von zaristischen Russland. Und man ist doch gewesen, also enorm, dass man hat bekommen Informationen. Und Menschen sind dann durchgefahren in Wien. Wien ist eine Stadt, wo man ist ständiger durchgefahren. Man ist geblieben eine gewisse Zeit. Menschen sind, und das hat die Rolle von Wien ist gewesen wichtig. Und da haben die politischen Parteien, was haben geführt an Arbeit auf Jiddisch gehabt, euch eine wichtige Stellung, euch noch bis in die 30er Jahren. Weil nämlich Menschen haben von der Linke Polizieren, was von Polen, was haben gewollt fahren können Palästina, sind gefahren durch Wien. hm. Und es ist geblieben, verblieben eine kleine Gruppe linke Polizieren in Wien, weil sie haben nicht also gewirkt auf der allgemeine jüdische Gas in Wien, was ist gewesen ganz weg auf einen anderen Weg. Aber es ist gewesen also eine Subkultur, ja. Was hat sich nicht also geworfen in die Augen, aber es ist gewesen, ähm, Efter ist auch der Gegenschuwe zu Herzl, ja. Herzl ist doch hier, ein Wiener. Äh, äh, sie ist, nur sie ist die Polizien hat in Wien gehabt, ähm, ständig, es ist gewesen ständig Polizien in Wien schon und sehr früh, eine von den ersten polizionistischen Gruppen. Also ja, Parteien ist geschaffen worden. Und Polizieren ist also gegen den bürgerlichen Zionismus. Und Wien ist gewesen eine Stadt mit einer starken sozialdemokratischen Bewegung. Und wir kennen euch den Ausdruck das Reute Wien. Und Wien ist in den 1920er Jahren ist geworden als ein großes sag ein Beispiel von dem, wie er so als sozialistisch-sozialdemokratische Administration, was sie können auftun von Proletariat. Es ist da zum Beispiel von Avram Moshe Fuchs hat eine sehr schöne Beschreibung wegen jüdischer Arbeiters, was gehen heraus dem 1. Mai mit, mit die anderen Sozialdemokraten und in Onheb gehen die Menschen singen sozialistische Lieder auf Deutsch, aber zum Sof kommen die Gruppen, was kommen vom zweiten Bezirk und sie singen
die Schwur und sie singen jiddische Arbeiterlieder. Und sie sind ein eurer Teil von der sozialistischen Bewegung in Wien. Mhm. Und, Und eine und das Zensur sind ein Tage, bis der das, Nazentag ist nicht gewesen eine Zensur, ja, auf der politische es Pamphleten ist und gewesen, ja, es ist gewesen ein bisschen, und man darf nicht vergessen, als in Österreich hat gehabt einen eigenen Faschismus. Was ist euch gekommen in derselben Zeit wie die Nazis? Was ist gewesen mehr ähnlich zu Italien, dem Faschismus in Italien und eine katholische Bewegung, was ist gewinnt gegen die Linke und es hat zensuriert die Linke, aber es ist gewinnt nicht dasselbe wie in Deutschland. Sachmenschen haben noch sind entlaufen von Deutschland, kein Österreich und haben ja Decke von Kultur. Schreibers, weil Österreich ist doch gewann noch bis 38 nicht dasselbe sagt. Es ist doch gewann eine Frage, ich habe nicht. Äh, ja, mir fragt, wie stark ist gewesen der Bund in Wien, wenn vergleicht zu der kommunistischen und der zionistischen ja. Bewegung. Bund ist nicht gewann stark, aber er hat gehabt ständig eine Präsenz bis vor der Ersten Weltkrieg Base der Welt, Erste Weltkrieg. Und was ich habe verstanden ist, wenn die bundistische Gruppe wichtig für was? Weil wenn die Imperien hat sich zerfallen und die Erste Weltkrieg hat sich verendigt, sind eine Sache Menschen geblieben stecken in Wien. Jeden. Also haben nicht gekannt zurückfahren in seine Erde in Mitteleuropa, weil dort ist noch alles gewesen, neue Milch, noch alles gewesen Milch kommen, wieder gewesen Milch kommen, und seitdem haben sie nicht gewusst, wie es soll, sondern geblieben stecken. Es ist doch, die Imperie hat sich zerfallen. Und plötzlich sind sie geworden Bürger von neue Meluches. Was tut man? Davon Papieren. Und die bundistische Gruppe in Wien hat gehabt Juristen. Und da ist gewesen, das Porvolk Kiesmann. Und noch, und das, und sie haben gekannt helfen Menschen. Gewesene Sellner, die Icke. Und in der Zeit ist die bundistische Gruppe von gewinn aktiv und hat herausgegeben ihr eigenen Journal. Es ist alles in einer sehr kurze Zeit, aber es ist gewinn sehr Gedenkst du den intensiv. Namen von der Journal? Der Journal ist gewinn, wie es heißt, Der Wecker. Wie Hm? darf heißen eine bundistische Zeitschrift? Der Wecker. Was der Und es Montag ist hat? Überschreibungen, als in dem 1. Mai von 1919 ist gewesen eine große Demonstration von die jüdische Parteien euch. Sie haben gerade sehr eigene, und das heißt, sie sind gegangen durch Wien und sie haben verändert sie ihren Marsch zum 1. Mai in einem zweiten Bezirk und man hat gesungen, dem International, man hat gesungen die Schwur. Und das ist, kann man finden in Zeitungen. Das heißt, das Jahr 1919 und 1920 sind gewesen der Hochpunkt weil im Ganzen ist in Österreich gewesen eine revolutionäre Stimmung, wenn die und Kommunisten haben geprüft, euch machen Revolution. Kommunistische Partei von Österreich hat sich erst geschaffen. Und sie haben sehr Mitglieder haben sie genommen von die früheren sozialistischen Parteien und nicht wenig von sie von die jüdische. Weil, wie versteht, jeden von Mitteleuropa haben gekannt slawische Sprachen. Und man hat gesucht und sie haben gekannt Russland und sie haben gehabt eine Beziehung zu Russland und das ist gewesen, sind sie geworden, wichtige Menschen zu schaffen, die Verbindung mit den Kommentaren. Und jeden in der kommunistischen Partei in Österreich ist eine ganze Meister für sich, eine Chikave-Meister. Und Ja. ein paar Sachen sind noch rein in dem Buch. Interessante Biografien wie Frau Malke Locker, was gewesen ein Polizianist,
kommunistische Tourin, schon vor der Ersten Weltkrieg gekommen und ist geworden eine wichtige Tourin für der Reuterhilfe, was ist geworden für kommunistische für Kommunisten, was sind jetzt das nicht Fieses. Ja. Hm. Sie hat Bücher, dieser Schreiber, ja, dieser Schreiber, Hm, ne? nicht Malke, sei Michael, Malke Schor. Hm. Malke Lok, ständig die Malkes, die zwei Ja. Malke, darf nicht, seid mir Michael. Ich will nicht so, weil Malke Locker ist gewesen die Frau von Berl Ja, Locker. Und er ist ja. gewesen der Sozialdemokrat. Die Polizieren hat sich erzählt auf einen sozialdemokratischen Teil und auf einen kommunistischen. Was hat sich gerufen? Linke Polizieren, aber doch genommen sind sie gewesen Kommunisten, was haben gewollt da rein in Kommentaren. Mhm. Kommentaren haben gesagt, er soll Tor dir nicht, ja, Tor man nicht reingehen, er muss den ganzen weg von alles Ding, was ist zionistisch. Haben sie sich nicht gewollt absagen, sind geblieben, linke Polizieren und die Malke Schor ist ein Gewinn von einer Gruppe, was hat geprüft, reinführen alle Polizisten, alle linke Polizisten in der kommunistischen Partei. Es hat sich haben nicht bewiesen, aber sie sind geworden wichtige Funktionären in der kommunistischen Partei. Was Es ist romantisch. es ist gewesen ein interessanter linker Polizianist, Rubin Glücksmann. Und Glücksmann hat einen Sohn gehabt, was ist André Glücksmann, der Hm. Philosoph. Und dachte sich, sein Enkel ist noch Politiker jetzt der in Frankreich, der Sohn von dem André. Hm. Ähm, Das Gut, heißt, ich meine, wir sind schon rübergefahren, ein bisschen der Zeit, aber ich will hm? noch, ich will so sagen, auf wo können kaufen gefinnende Bier. Dann zwei Bücher, weil du hast zwei Bücher. Eine wegen, mehr wegen der Kultur und eine, was der Ja, neue Buch, wegen der Verlagen. Und dann hoffentlich äh, noch oben zwei Fragen und, mit den Dicken. Ja, ist wie ja. können wir gefunden Bier? Oi, wenn wir suchen dem Arco Verlag im Internet Aha. und ich weiß nicht, so das auch. Und man darf, Eben so ein es bisschen ist lecher. auf Deutsch zum Ja. Medaillen, habe ich es nicht gekannt, aber es geht auf Jiddisch. Ganz. No, Und man schon mit, darf suchen mit, ja, wegen dem haben wir nicht geredet, aber man kann bestellen durch den Verlag. Ähm, äh, das muss ich später schicken, den Link, und ich will das ja, da schickt, weil reinstellen ich kann, also, auf die YouTube-Video. www.aaco-verlag.com. Aber es ist dann eine Adresse, eine Webseite von dem Verlag und dort können wir haben, sei Meuchel, ich habe nicht dir geschickt Nein, früher. das, Aber du das will ich wirst, sagen. Ich will es das ist eine reinstellen in Website. der Video, und ich werde das gerne da reinquetschen, in die Kommentare, in der Beschreibung von der Video Ja, euch auf YouTube ja, wird das sein. gut. Ist zum Sof, ich will dir fragen, der letzte Frage, man gerät ein paar Mal wegen Zeitungen, wir sind auch euch in Ja, Wien. Aber du kannst zu entdecken mit dem ja. sagen ein bisschen wegen der Ja, Zeitungen, was er an Zeit. was kann ich sagen, in Galizië ist gewähnt jüdische Tagzeitung und wenn Menschen sind dann entlaufen von Lemberg und die Tagzeitung ist euch entlaufen, hat man geprüft, dass noch einmal jetzt der Drucken in Wien. Hat sich aber nicht bewiesen und man hat aber einer Mensch mit, was hat verstanden ist, Menschen willen haben eine Zeitung, hat geschaffen jüdische Morgenzeitung. Die jüdische Was hat das Morgenzeitung hat geheißen? jüdische Jüdischer, Morgenzeitung. Die jüdische Morgenzeitung. Nein, Wiener Morgenzeitung. Wiener Morgenzeitung. Wiener Morgenzeitung. Was hm? ist und danach, nachdem es ist rausgegangen, eine gewisse Zeit haben die Zionisten gewollt, schaffen wir Zeitung auf Deutsch. Hat der ähm, mh, äh, du hast mich gefragt, zugeben. Der Mensch, was hat gegründet, die Zeitung hat gegeben, dem Namen für der Zeitung, für der Deutscher Zeitung.
und hat gemacht von der Wiener Morgenzeitung auf Jiddisch, die jiddische Zeitung, äh, jiddische Morgenpost. Und Mendel Neigrescher schreibt, als das ist geworden, die Qualität ist geworden, also schlecht, sage ich, also man hat sie gerufen, die jiddische Morgenpest. Und, und es ist dann noch, weil, wie viel verstehe jiddische Lerner sind geworden weniger. Das ist gewesen auch zuliebe der antisemitischer Politik von Wien. Man hat gewollt, Reus Potter wären von was mehr mm, Jiden, was haben, seine nicht Geborenen gewesen in Österreich. Und das auch Menschen haben verstanden, sei wie es ist, öfter fährt man weiter in Amerika oder man fährt zurück in Polen. Es ist geworden, der dachte sich, also wie ich habe verstanden, die Zollerners von Jiddisch ist geworden. Als auch geringer dazu, die Qualität von der jiddischen Presse ist nicht gewinn hoch. Und mit nach einer gewisser Zeit lehnt man sei wie die deutsche Zeitungen, was darf man da. Das ist der Gräuel von Jiddisch in Wien. Ja, also man hat so viel zu lehnen auf Deutsch. Also es ist ein bisschen, aber Chicago euch als die Menschen, was haben sich verinteressiert in Jiddisch, haben es getan zu lieb, tak ein Interesse zu Jiddisch. Ja, wie der Mendel Neigröschel, das ist ein jiddischistischer Interesse zu Jiddisch. Also es ist eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was die Kulturliga hat wie eine Mission, ja, zu weisen, als Jiddisch ist eine lebendige Sprache. Und auch als Dämmel versteht sich gewann der Marze von anders, aber in Österreich ist schon gewesen, die Menschen, was haben gewollt, Tag reden, Jiddisch, ist es schon gewesen als eine kulturelle Unternehmung, ja, also man will aufhalten, die jiddische Identität, Tag euch durch Jiddisch. Hm. Und es ist gewesen ein gewisser Protest zu der assimilierten Kultur, zu den Assimilanten. Das ist gewesen ein wichtiges Wort, ja. Die Ja. Assimilatie, was ist in Wien also stark. Git ist, mit dem wird man davon ziehen dicken. Und ich bin sicher, also ich wird kaufen der Buch. Ich will, es ist auf Deutsch. Ja, es ist du Bilder in der Buch. Ja, und er wird können Und genießen. es ist In da öfter die, mitten in Zukunft wirst du es übersetzen, nein? Oder schreiben original auf Jiddisch. Etwas ja, besser. ja, ja, Gut, ist ein Dank alle für den Kommen. Und ein Dank Thomas für den Reden und auch ausgeben das erscheine Buch. Und ich bin sehr neugierig ja, fürs Lernen. Seid gesund alle. ja, ja. Sprech. Ja, seid mir gesund und weißt du dann.